Halleluja, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Und ich glaube das wirklich von ganzem Herzen. Das, was wir hier tun, dieses Grund zum Feiern, ist echt, ist real. Weil wir es erlebt haben, dass wir es wirklich auch glauben und erleben in unserem Leben. Und vielleicht wird auch das Wort Gottes heute Morgen dir ein bisschen ein Stück auch helfen, das zu verstehen, was diese Auferstehung Jesu bedeutete. Nicht nur von Jesus, sondern auch die Auferstehungen, die Jesus durch seinen Dienst, durch seine Zeit, wo er auf der Erde war, auch hat. Es gibt 3 Auferstehungen, die wir heute anschauen werden. Die uns auch ein bisschen ein Stück weit diese Verbindung von der Auferstehung Jesus zu unserer heutigen Zeit, in unserer Realität, in unserem Leben einfach bringen. Auferstehung, Jesus ist auferstanden. Und das bedeutet, es ist nie zu spät. Es ist nicht zu spät. Unser zu spät ist für Gott kein zu spät. Lass uns gemeinsam von Johannes, Kapitel 11, Verse 25 bis 27 lesen. Johannes Evangelium 11, 25 bis 27. Ihr könnt gerne auch auf dem Screen folgen. Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Die Auferstehung. Wir feiern heute Auferstehungssonntag, Ostersonntag. Was für ein Tag des Sieges, der Hoffnung, des Durchbruchs, des Wunders, was Jesus auch getan hat. Aber vielleicht fühlst du dich auch gar nicht so und denkst, was soll das mit dem ganzen Feiern? Ich fühle mich gar nicht danach. Und ich glaube, dass viele von uns in ihrem Leben auch das wirklich auch so aussieht. Aber durch die Auferstehung werden wir auch heute begreifen, wie auch der Psalmist im Psalm 30, Vers 5 gesagt hat: Am Abend kehrt Weinen ein und am Morgen ist Jubel da. Es ist heute ein Morgen, Ostersonntagmorgen. Und ich glaube, dass Gott heute uns neue Hoffnung, neue Freude, neue Kraft schenken kann. In welcher auch immer Situation du dich befindest. Denn die Auferstehung hat Kraft. Sein Wort hat Kraft. Sein Leben hat Kraft, heute real unser Leben zu verändern. Das glauben wir ganz fest. Das erleben wir auch so. Ja, die Tatsache, dass Jesus auferstanden bedeutet für jeden von uns, dass nach dem Tod es nicht aus ist. Dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Dass es eine Ewigkeit gibt. Jesus hat das ganz klar aufgezeigt. Dass der Tod ist nicht unsere Endstation. Es ist nicht hoffnungslos. Es geht weiter und es gibt eine Ewigkeit mit Gott. Ich frage mich immer wieder, warum Menschen, wenn Tragödien passieren, wie zum Beispiel beim Love Parade oder wie jetzt mit dem Germanwings Flugzeug, warum eine von den ersten Sachen, die Leute da fragen, ist, warum Gott? Oder auch in ihren letzten Augenblicken sie zu Gott schreien. Hast du dich schon gefragt? Und das sind meistens Menschen, die während ihrem Leben nichts mit Gott zu tun hatten. Die eigentlich Gott egal war, Gott keine Rolle in ihrem Leben gespielt hat. Und doch in ihren letzten Augenblicken, wenn es wirklich vom Leben oder Tod handelt und sie merken, okay, das ist das Ende, kommt tief aus dem Herzen, tief aus dem Inneren diesen Schrei nach Gott. Diese letzte Woche haben sie, ich hoffe, dass es auch wahr ist, wurde von einigen Nachtagenturen bestätigt, wurde eine SIM-Karte von einem von den Handys, von den Germanwings Flugs gefunden. Und da gab es eine Videoaufnahme drauf. Das durften einige Journalisten anschauen. Die haben gesagt, in den letzten Sekunden, bevor dieses Flugzeug in den Alpen, in diesem Bergwand aufprallte und zerschellte, haben Menschen in verschiedensten Sprachen gerufen: Mein Gott, haben zu Jesus gerufen: Mein Gott, mein Gott. Es sind sicherlich auch Menschen dabei gewesen, die vielleicht Gott gar nicht kannten, und Menschen, die Gott
Aber diese letzte Reaktion, letzte Schrei, wenn man merkt, dass Leben kommt zu Ende ist, zu Gott zu rufen. Warum? Weil Gott in uns, in unserem Herz, Gott ein Gewissen und einfach eine Sicherheit und einfach ein Sichersein oder dieses Gefühl gegeben hat, dass es eine Ewigkeit gibt und dass es nicht zu spät ist, zu Gott zu rufen. Und wer weiß, vielleicht haben manche von diesen Leuten in ihrem letzten Moment zu Jesus ausgerufen. Und die wurden zu Jesus, sie gehen zu Jesus. Wer weiß, was Gott dann in diesen letzten Augenblicken getan hat in diesem Flugzeug. Es erschüttert uns. Ich war erschüttert, das zu hören. Von der anderen Seite hat mich dann gleich erinnert an diese Frage und diesen Ruf auch von Jesus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? In Matthäus 27, 46 lesen wir, dass er rief, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hat auch dieses Moment erlebt am Kreuz, wo er einfach sich fühlte, dass die ganze Universum zusammenbrechen würde und dass er total allein gelassen wurde an diesem Kreuz. Aber er wusste, der Vater ist da. Er schaut auf ihn hin. Und er wusste, dieses Opfer musste gebracht werden. Dieses Ziel musste erreicht werden für meine und für deine Rettung. Und er rief zum Vater. Er hatte diese enge innere Beziehung zum Vater. Und selbst in dieser dunkelsten, schwersten Stunde könnt ihr zu meinem Gott, zu seinem Vater anrufen. Was für ein Schmerz, Trübsal, Verzweiflung, Leiden, Verachtung und auch was für eine Kraft. Diese Beziehung zum Vater zu haben, dieses Vertrauen, dieses Gehorsam bis zum Ende zu gehen, den Sieg zu errungen, den Wert zu vollenden. Es ist vollbracht. Peter Overton sagte es mal so. Karfreitag repräsentiert das Schlimmste, was ein Mensch tun kann, was die Menschen tun können. Und Ostersonntag repräsentiert das Beste, was Gott tun kann. Deswegen feiern wir heute, weil wir dürfen das Beste erleben, was Gott tut. Den Tod zu besiegen, die Auferstehung zu besiegen und Jesus zu erhöhen zu den Höchsten des Vaters. Und wie Malte hat schon gesagt, ich glaube, Gott hat uns auch wirklich geredet. Manche von uns erleben immer noch Karfreitag. Es fühlt sich wie Karfreitag in deinem Leben, in unserem Leben. Alles scheint verloren, hoffnungslos. Besiegt. Vielleicht ist es eine hartnäckige Krankheit, die dich wirklich belastet und stört. Oder traurige Gedanken, die angeschlagene oder kaputte Beziehung. Vielleicht fürchtest du dich um deine Ehe, die Beziehung zu deiner Frau, deiner Partnerin, zu deinen Kindern. Es gibt so viele Sachen, die uns wirklich am Rande von unserer Kraft, am Limit von unserer Kraft bringen können. Und es fühlt sich wirklich an als Karfreitag. Und man fühlt sich als Mann leer in einem verlorenen Kampf. Es ist schon alles verloren. Dann, am Auferstehungssonntag, steht Jesus aus dem Toten wieder auf. Und das ist eine Botschaft der Hoffnung, des Lichts und des Sieges. Und auch für dich und für mich persönlich. Und ich hoffe, dass wir heute ein Stück weit begreifen, was es wirklich bedeutet. Ja, es fühlt sich wie Karfreitag, aber der Sonntag kommt ganz bestimmt. Der Sieg kommt ganz bestimmt. Und Jesus fragte die Martha in dieser Geschichte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das? Ich glaube, das ist wirklich ein entscheidender Punkt hier. Die Tatsache steht fest, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Die Sache ist, die Frage ist, glauben wir das wirklich? Nehmen wir das wirklich in Anspruch in unserem Leben? Wir als Gemeinde sagen, ja, wir glauben es. Und ich glaube, dass jeder einzelne von uns heute Morgen das vom Herzen auch sagen wird. Herr, ich glaube, du bist der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Glaubst du das? Glauben wir das? Ich glaube es. Amen. Wollen wir das gemeinsam sagen? Ja, Herr, ich glaube. Ja, Herr, ich glaube. Halleluja. So wie Martin das gesagt hat. Ja, Herr. Das Begeisternde an Ostern und an dieser Auferstehung ist, dass Jesus gerade nicht nur über die Ewigkeit spricht. Es ist ganz klar, dass er am Kreuz das
Aber hier in dieser Geschichte, der Kontext ist so, dass es geht um die Auferweckung von Lazarus. Jesus spricht mit Martha. Und es geht um ihr Hier und Jetzt, um ihre momentane Situation. Klar, sie hatte Glauben, dass Jesus in der Zukunft retten kann und heilen kann, dass es die Ewigkeit gibt. Sie hat es geglaubt. Aber wenn wir später lesen, werden wir sehen, ihr Glaube für hier und für jetzt, für ihre jetzige Situation, war ziemlich am Ende, war kaputt. Sie hat aufgegeben, weil Lazarus war schon tot. Doch Jesus wollte, dass sie für hier und für jetzt Glaube hat. Dass sie auch an diesem genauen Tag, diesem bestimmten Tag, wo er mit ihr geredet hat, begreift, dass die Auferstehung auch da verfügbar ist. Und das sein könnte auch für sie. Jesus wollte ihr nicht nur Hoffnung für die Ewigkeit geben und für ihre Brüder, sondern auch gerade dort, hier und jetzt. Und ich möchte einfach ganz konkret jetzt 3 Beispiele von Auferstehung im Evangelien anschauen. Und einfach sehen, wie Jesus bei Menschen eine Auferweckung schafft. Nicht nur eine physische und körperliche Auferweckung, sondern eine geistliche und innerliche Auferweckung. Und ich glaube, dass Gott auch in diesen Bereichen heute und jetzt für uns persönlich eine Veränderung, eine Auferweckung und neues Leben bringen kann in deine spezifische persönliche Situation. Die erste Auferweckung, die ich anschauen möchte, das ist von der Tochter des Jairus. Und das lesen wir in Lukas 8, 40 bis 56. Das ist eine längere Geschichte. Wir werden es jetzt nicht alles lesen, aber wir können es gerne in eurer Bibel mitverfolgen. In Lukas 8, 40 bis 56. Die Geschichte ging so. Alle Eltern wissen, was es bedeutet, was unsere Kinder uns bedeuten. Wenn wir Kinder haben, wir setzen bestimmte Hoffnungen und Ziele für unsere Kinder. Wir haben bestimmte Vorstellungen und Träume für unsere Kinder. Wir wollen, dass es ihnen gut geht. Wir wollen, dass sie erfolgreich sind. Manche Eltern wünschen sich bestimmten Beruf oder bestimmte Lebensweg für ihre Kinder. Meistens kommt es nicht so, wie wir uns vorstellen, aber es ist ganz okay, unseren Kindern gut zu wünschen und einfach bestimmte Visionen für ihr Leben zu haben. Weil ohne Vision gibt es auch kein Ziel, wo wir erreichen können. Und dieser Jairus hat sicherlich auch Hoffnungen für seine Tochter gehabt, dass sie eine hübsche junge Frau wird, dass sie intelligent wird, dass sie viele Gaben, dass sie vielleicht gut tanzen kann und gute Sachen machen kann, vielleicht auch so eine gute Ausbildung machen kann, eine gute Familie haben wird, ein guter Ehemann und auch, dass er eines Tages auch Kinder haben wird. Das waren sicherlich alle Wünsche für ihn und Vorstellungen, die er hatte, die er sich gewünscht hat. So viele Wünsche und so viele Visionen waren verbunden mit dem Leben dieser Tochter. Und doch jetzt lag diese Tochter am Sterben. Und selbst sah, wie ihr Körper immer kälter wird und wie das Leben aus ihrem Körper auslief. Und so wie dieses Leben aus ihrem Körper auslief, so liefen auch seine Visionen und Träume aus. Er war sicherlich am Boden zerstört. Und seine Verzweiflung lief er zu Jesus und hat gesagt, es war ein römischer militärischer Leiter. Und der lief zu Jesus und hat gesagt, Jesus, du bist unsere letzte Hoffnung, meine Tochter ist krank, sie stirbt, kannst du mir helfen? Die Quelle von seiner Vision, von seinen Wünschen waren in diese Tochter geborgen. Und manchmal haben wir auch unsere Wünsche und unsere Visionen gebunden mit Sachen hier in dieser Welt. Ob es Familie und Kinder sind, Finanzen, Beziehungen, Arbeit, Gemeinde, Sicherheit, Gesundheit, alle wunderbare und gute Sachen. Aber wenn das die Quelle unserer Vision, unserer Bestimmung ist, ist es ganz gefährlich, weil all diese Sachen sind zerbrechlich. Unsere Gesundheit ist zerbrechlich, eine Gemeinde ist zerbrechlich, ist nicht perfekt, kann uns auch mal enttäuschen. Menschen können uns enttäuschen, Beziehungen können uns enttäuschen. Selbst unsere Kinder können uns manchmal zur Verzweiflung führen. Ich liebe diese Geschichte von dem verlorenen Sohn. Die meisten von uns kennen das. Dieser Sohn entschied sich,
ich laufe weg, ich werde das Leben genießen, ich mache Party, ich mache mal was mit meinem Leben. Gib mir einfach meinen Teil von meiner Erbe und ich mache mein eigenes Ding. Was sollte das Vater sagen? Er gab ihm, was er verlangt hat, das war er seins, er war der Erbe und er ging los, um mein Leben der Verschwendung zu führen. Die Visionen vom Vater waren sicherlich zerbrochen und am Boden zerstört. Er hat sicherlich gewollt, seine 2 Söhne den Familienbetrieb übernehmen und das weiterführen, dass es ihnen gut geht, dass sie gute Familien haben, ein schönes Zuhause. Jetzt war alles weg, dieser Sohn zog los und weg war es. Was mich aber, es gibt so viele schöne Bilder und wirklich in dieser Geschichte. Aber was mich hier auch begeistert ist, er sagt, als der Sohn nach Hause kam, sah sein Vater schon von weit weg. Was bedeutet das für uns oder für mich? Ich glaube, dass der Vater, auch wenn seine Vision angestanden war, hat immer noch Verlangen gehabt, diesen Sohn zu sehen und zurück nach Hause zu willkommen zu heißen. Hat immer wieder geschaut, weit weg an den Horizont, ob der Sohn nach Hause kommt. Und als dieser Sohn auf einmal auf diesem Weg war nach Hause, sah er ihn schon von weit weg, Kilometer entfernt, steht es mir vor. Und sein Herz fing an, wirklich zu springen und froh zu sein, weil er hat erkannt, mein Sohn kommt nach Hause. Was ist die Quelle von unserer Vision und unseren Wünschen? Und wenn es heute vielleicht kalt wird, wenn es heute vielleicht am Sterben ist, wenn alle Möglichkeiten aus sind, wenn die Menschen, vielleicht die Mediziner sagen, es gibt keine Chance, ist das unsere Quelle, unsere Vision oder ist das, was Jesus uns sagt? Das Wort Jesus für dich und für mich heute ist in Lukas 8,50. Fürchte dich nicht, glaube nur. Fürchte dich nicht, glaube nur. Das ist, was er Martha und Maria gesagt hat. Ja, sie haben gesagt, aber Herr, du kannst, unser Bruder wird in die Ewigkeit leben und wir werden wiedersehen. Aber Jesus hat eine total andere Perspektive. Auch bei dieser Situation mit dieser Tochter von Jairus. Als sie nach Hause kamen zu mir, Jairus, haben die Leute schon gesagt, sie ist tot. Es macht keinen Sinn, stört nicht mehr Jesus, es ist vorbei, sie ist schon tot. Und das war die menschliche Perspektive. Aber Jesus hatte eine ganz andere Perspektive, er sah was anderes. Er hat gesagt, nein, sie schläft nur. Und die Leute haben ihn ausgelacht, haben gesagt, du bist verrückt, natürlich ist sie tot. Seine Perspektive war ganz anderes. Um die Auferstehung von unserer Vision zu erleben, müssen wir auch unsere Perspektive und die Quelle von unserer Vision auch mal prüfen und verändern. Wir müssen die Quelle unserer Vision nicht von einer irdischen, sondern von einer himmlischen Perspektive sehen. Auch für die Jünger, Jesu gab es Träume und Visionen. Aber das Problem war, sie sahen Jesus nur als ein großartiger Prophet und Leiter und Lehrer. Und als er am Kreuz ging, waren ihre Visionen auch zerstört. Wir haben gesehen, sie haben sich verstreut. Petrus hat Jesus verleugnet dreimal, Judas hat ihn verraten und so weiter. Sie waren total durcheinander, weil sie Jesus nur als ein großartiger Prophet und Lehrer gesehen haben. Ihre Quelle von ihrer Vision war noch falsch. Aber wir sehen bei dem, als Jesus auferstanden ist, in Lukas 24, 19 bis 21, auf diesem Weg nach Emmaus, er lief damit mit diesen Jüngern und er hat sie gefragt, was ist denn passiert? Warum seid ihr so traurig? Und sie haben fingen an, ihm zu erzählen, ja, das ist passiert und Jesus wurde gekreuzigt und er hat so viele Wunder getan, wir haben gedacht, er wäre der wahre Gott, jetzt auf einmal ist er tot. Ihre Vision, ihre Quelle war gegründet auf diese menschliche Seite von Jesus. Sie haben noch nicht erkannt, dass er Person Gottes ist, der Lebendige, der Auferstandene. Dann erklärt ihnen Jesus, die Propheten, was alles über ihn prophezeit wurde und gesagt wurde. Und dann steht es in
in Lukas 24, 30 und 31. Und es geschah, als er mit ihnen am Tisch saß und mit ihnen aß, nahm das Brot und segnete es. Dann wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Und der wurde ihnen dann unsichtbar. Ihre Augen wurden aufgetan und sie erkannten ihn als der Auferstandene. Und das ist, was wirklich Unterschied macht. Viele von uns finden Jesus gut, finden seine Lehre gut, seine Wunder begeisternd, schöne Geschichten. Aber zu diesem Moment zu kommen, wie Martha zu sagen, ja Herr, ich glaube es. Du bist der Herr, du bist der Lebendige, du bist der Sohn Gottes. Das ist, was wirklich den Unterschied macht im geistlichen Leben. Jesus nicht nur von seiner menschlichen Seite als guter Lehrer und Prophet und großartiger Leiter zu erkennen, sondern als der Messias, der Auferstandene, der Sohn Gottes und das Lamm Gottes auf dem Thron. Ihre Vision hatte sich jetzt verändert, sie hatte eine neue Quelle. Und das ist auch unser erster Punkt. Die Tochter von Jairus, diese Auferweckung bedeutet, dass unsere Vision und Träume wiederhergestellt sind. Sie können wiederhergestellt werden. Vielleicht hast du die Verlorenen irgendwo auf dem Weg, weil Enttäuschungen da waren, weil Krankheiten, kaputte Beziehungen und deine Visionen und Träume wurden auf dem Weg verloren. Die Auferstehung sagt uns, sie werden wiederhergestellt. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Die zweite Auferweckung, die Jesus tat, ist des Jünglings von Nain. Auch eine ganz starke Geschichte hier. Dieser Sohn, dieser Jüngling war der einzige Sohn von einer Witwe. Du musst dir vorstellen, was für ein Leid. Diese Frau, im Nahen Osten damals war es die Lebensversicherung, Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und alles, was du dir denkst, war in der Familie. Du musstest Ehemann haben und Söhne, damit dich versorgen. Wenn du die nicht mehr hast, das sind alle deine Versicherungen und so weg. Das heißt, mit dem Tod dieses Sohnes hat sie wirklich nichts mehr. Also sie wusste nach dieser Beerdigung, nachdem die Trauergäste weg sind, würde sie ganz alleine stehen und würde niemand geben, der sie versorgt. Was für eine aussichtslose Situation. Ihre Zukunft war komplett zerstört. Ihre Zukunft wurde mit diesem Sohn, ihrem letzten einzigen Sohn, verbunden. Was ist für uns heute? Was braucht es für uns, um lebendig zu bleiben und damit wir eine Perspektive für die Zukunft sehen? Und wenn diese Sache uns genommen würde, was würde uns dann bleiben? Hätten wir dann noch einen Boden unter den Füßen, hätten wir noch ein Fundament, oder würde alles zusammenbrechen? Und das kommt wieder in das Spiel, die Bedeutung vom Auferstehung Jesu. Es bedeutet, es ist nicht zu spät. Es ist nicht zu spät, weil Jesus auferstanden ist. Du denkst vielleicht, es ist zu spät. Aber Gott sagt, weil Jesus lebt, weil er auferstanden ist, ist es nicht zu spät. König David hat auch seine Zukunft vor vielen Jahren prophezeit bekommen, dass er König wird von Israel. Und doch musste er um sein Leben fürchten. Er erlebte diese Situation wie in Ziklag, wo wir von einigen Wochen gehört haben. Seine Zukunft sah als tot und begraben aus. Doch auch in dieser Lage schreibt David diese Wörter in Psalm 31, 16. In deiner Hand sind meine Zeiten. In deiner Hand sind meine Zeiten. Und ich denke, es ist symbolisch wichtig zu sehen hier in dieser Geschichte, dass als Jesus in Lukas 7, als Jesus einfach diese Auferweckung getan hat, es ergriff die Menschen in Furcht und sie verherrlichten Gott und sprachen, ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden und Gott hat sein Volk besucht. Sie haben erkannt, Gott war wirklich hier. Meine Frage ist, man hört nicht viel von diesen Menschen, die diese Auferweckung erlebt haben. Wisst ihr warum? Weil
unser Fundament, unser Glaube ist nicht aufgebaut nur auf Wunder. Ja, Jesus tut Wunder. Aber wir sehen, das größte Wunder erlebt, Auferweckung von den Toten. Und doch sind die Menschen kurz danach wieder weggegangen von Jesus, haben ihm nicht nachgefolgt. Also unsere Zukunft ist nicht in der Hände von der Regierung, von unserer Arbeit, von unserem Chef oder von der Rentenkasse, ob wir ein Haus kaufen oder nicht. Unsere Zukunft ist in den Händen von Jesus. Diese alle Sachen könnten sterben, könnten versagen, aber es gibt einen, der nie versagt. Und wir können es einfach so sagen, ich weiß nicht, oder wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, aber wir wissen, wer die Zukunft in seine Hände hält. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Amen. Er ist aufgestanden. Jesus ist unser Vorbild. Er hat uns Zukunft gegeben. Wenn deine und meine Zukunft gerade ziemlich durcheinander aussieht und es geht nicht in der Richtung, die du dir vorgestellt hast, ich sage dir, es ist Ostersonntag. Jesus ist auferstanden. Was bedeutet, wenn wir unser ganzes Leben ihm anvertrauen, kann er von vorne anfangen. Und es ist nicht zu spät für dich. Es ist nicht zu spät für mich. Es gibt immer wieder die Möglichkeit, mit Jesus neu anzufangen. Du kannst deine Zukunft wieder gewinnen im Namen Jesus. Und die dritte Auferweckung ist die von Lazarus, wo wir jetzt auch ein bisschen davon gehört haben. Das sehen wir in Johannes 11, 1-44, in diesem ganzen Kapitel. Eine ganz, ganz starke Story, ganz, ganz starke Ergebenheit. Maria und Martha, sie waren nah mit Jesus verbunden. Sie liebten Jesus, Jesus liebte sie, sie waren Freunde als Familie. Und doch passiert sowas. Lazarus ist auf einmal krank. Und die rufen nach Jesus. Jesus kommt und hilft uns, Lazarus stirbt. Das Erstaunliche ist, Jesus geht nicht sofort zu ihnen, obwohl er eigentlich gute Freunde sind. Er sagt, er wartet 2 Tage. Unvorstellbar, oder? Warum würde Jesus 2 Tage warten? Und genau in dieser Zeit, in diesen 2 Tagen, stirbt Lazarus. Und hört einfach die Aussagen durch die Geschichte. Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Martha. Ungefähr das Gleiche oder genau das Gleiche. Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Maria. Auch die Menschen rundherum, die Juden, die Trauergemeinschaft dort, die haben gesehen, dass Jesus geweint hat für Lazarus und fragten sich, warum konnte er nicht machen, dass dieser nicht gestorben wäre? Diese Warum-Frage kommt immer wieder. Und das ist auch legitim. Und als Jesus vor dem Grab stand, betete er laut. Das ist auch erstaunlich. Und er sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhörst. Ich weiß, dass du mich schon erhört hast. Aber ich bete nicht. Ich bete um deren Willen, dass ich höre, dass du mich erhört hast. Auch wieder sieht man diese Beziehung zum Vater. Jesus ging es hier nicht um das Wunder. Natürlich könnt ihr Lazarus auferwecken und heilen. Was Jesus hier darum ging, ist, dass sie erkennen, dass der Vater ihn gesandt hat. Dass sie erkennen, dass er der Herr ist von Gottes. Dass sie erkennen, die Rettung, die vom Vater geschenkt wurde. Das Wunder ist wunderbar und ist eine schöne Sache. Aber in unserem Leben geht es nicht nur um die Wunder. Es sind ein Geschenke Gottes, die wir so mit auf den Weg mit Jesus bekommen. Aber was wirklich zählt, ist das Fundament. Was heißt, Jesus Christus, der Auferstandene, ist unser Retter, unser Herr. Und unsere Beziehung ist auf ihn gebaut. Unsere Vision, unsere Quelle ist auf ihn gebaut. Und so betet Jesus zum Vater und sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Und dann ruft er, Lazarus, komm raus, komm heraus. Und dann kommt er heraus und wird auferweckt. Glaube steht nicht nur auf geantwortete Gebete. Ja, geantwortete Gebete bauen unseren Glauben auf. Aber unser Glauben steht auf das gesprochene und geschriebene, inspirierte Wort Gottes.
Und Jesus sagt uns heute, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Jesus hat vielleicht dir nicht so geantwortet, wie du gehofft hast. Aber er ist immer noch der große Ich Bin, der Ich Bin. Dein Familienmitglied wurde vielleicht nicht geheilt, vielleicht ist jemand sogar gestorben. Aber Jesus ist immer noch der große Ich Bin. Die Rechnung ist immer noch nicht bezahlt, aber Jesus bleibt der große Ich Bin. Diese eine Person gibt dir immer wieder ganz große Schwierigkeiten und geht dir auf die Nerven. Aber Jesus ist immer noch der große Ich Bin. In Hebräer, Kapitel 11, spricht es über Glauben. Und es sagt, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überfülltsein von Dingen, die man nicht sieht. Und dann in Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm Wort zu gefallen. Der wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Und so genau wie bei Martha fragt uns Jesus, glaubst du das? Mein Gebet, meine Überzeugung ist, dass jeder von uns heute Morgen sagen kann, ja Herr, ich glaube. Glaube ist die Substanz der Hoffnung, die Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Die Substanz des christlichen Lebens ist die Glaube. Wir sind gläubige Menschen. Wir haben gemerkt, wir glauben wirklich das, was wir sehen und was wir sagen. Das ist hier keine Show, sondern wir glauben es und damit erleben wir das auch. Natürlich ist nicht alles rosig in unserem Leben als Christen, als Nachfolger Christen. Wir sind angegriffen, wir sind in einem geistigen Kampf, wir sind in dieser Welt und doch nicht von dieser Welt. Aber unser Glauben ist nicht nur gegründet auf dem, was Gott tut. Und was er tut, ist schon viel und wunderbar und großartig, sondern wer er ist und sein möchte und wird für dich und für mich. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Lass uns wie Martha sagen, ja Herr, ich glaube, du bist der Herr. Ich habe neulich mit einem Freund gesprochen, der über in eine schwere Situation geht. Und wir haben gesprochen, wie wir dieses Lied singen, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, nur dich hört mein Gott. Und dann haben wir einfach gesprochen, ob wir wirklich begreifen, was wir da singen. Weil das ist wirklich gewaltig, egal was du mir gibst, egal was du mir gibst. Wie wäre es, wenn vielleicht uns was Kostbares genommen wurde? Kinder oder wer weiß. Du sitzt, sagen wir Schätze. Es kann passieren, niemand von uns ist versichert. Nicht weil Gott nicht gut ist, nicht weil Gott uns bestrafen möchte, sondern weil wir in dieser Welt leben, die gefallen ist. Und auch Entscheidungen von anderen Menschen, wie diesen Piloten von diesem Flugzeug, kann unschuldige Menschen betreffen. Leider ist es so in dieser Welt. Leider ist es so, dass viele Menschen sich immer noch entscheiden, ohne Gott, ohne Jesus zu leben. Und ihre Entscheidungen können auch unser Leben betreffen. Natürlich schützt uns Gott und er möchte uns segnen. Und doch sind wir nicht hundertprozentig versichert. Vielleicht sagt jemand hier, aber Pastor, mein Leben ist extrem durcheinander, es ist wirklich Chaos. Gott kann nichts mit mir anfangen. Oder mein Leben ist fast abgelaufen. Ich habe zu viele Jahre einfach falsch gelebt und die falsche Entscheidung getroffen. Es gibt keine Chance mehr für mich. Oder es ist zu spät für mich. Gott kann mich nicht retten. Freunde, seht ihr, am Karfreitag stand dieser Räuber, wurde gekreuzigt neben Jesus. Der eine, zwei auf seiner Seite. Viele von uns kennen diese Geschichte. Der eine verspottet Jesus und sagt, du bist kein Gott, du kannst dich nicht mal dir selber helfen. Der andere erkennt, was im Herzen ist, was abgeht, was göttlich ist, was übernatürlich ist. Und er sagt, Jesus, wenn du heute in dein Königreich kommst, gedenke meiner.
das zeigt, er sagt nicht ob oder vielleicht und wie auch immer, sondern er sagt wenn. Seine Überzeugung, Jesus, wenn du heute in dein Königreich kommst, gedenke meiner. Und diesen Glauben ist, was wirklich das Wirken Gottes aktiviert, den Heiligen Geist aktiviert, auch für dich und für mich. Und sofort hat Jesus den Zusage gemacht, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und diese Antwort ist auch für dich und für mich nicht nur für die Ewigkeit, er gibt uns ewiges Leben, aber auch für dieses Leben. Ja, manchmal, wenn wir die Durchbrüche anders erleben, können wir Sachen nicht verstehen, wie wir immer wieder gesagt haben, warum wir 7 oder 8 Jahre warten mussten nach einem Kind. Warum bei euch vielleicht Jahrzehnte diese Krankheit noch da ist. Oder warum diese Beziehung im Bruch gegangen ist, kann man nicht verstehen. Und doch, auch da gilt die Auferstehung Kraft Jesus Christus. Er ist da, das ist unser Fundament. Er sagt, es ist nicht zu spät. Unser zu spät ist für Gott nicht zu spät. Das ist die Botschaft vom Ostersonntag. Das ist die Botschaft der Auferstehung. Das ist unsere Zuversicht. Es ist nicht zu spät mit Gott. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Ich möchte nochmal uns fragen, glaubst du das? Und wie Martha wollen wir antworten, ja Herr, ich glaube. Ja Herr, ich glaube. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Jesus, ich danke dir, dass du lebst. Ich danke dir, dass du die Auferstehung unseres Lebens bist, Vater. Danke, dass du uns diese Zusage gemacht hast, dass wenn du lebst, dann werden wir auch leben. Und Vater, du siehst heute, dass hier Menschen sind, die wirklich deinen Sieg, deine Auferstehungskraft brauchen. Sie brauchen es ganz neu zu erleben, Jesus Herr. Ich danke dir, dass du regierst. Danke, dass dein Geist heute Morgen auch sein Werk tut. Und Jesus Herr, wenn wir auch wie diese Räuber sagen, Herr, wenn du in dein Königreich kommst und wir wissen, du bist heute in deinem Königreich, dann wird dieser Glaube aktiviert und neues Leben geschenkt, ewiges Leben in dir, Vater. Danke, dass wir sicher sein dürfen, dass wir errettet sind, dass wir sicher sein dürfen, dass wir deine Kinder sein dürfen, durch die Auferstehung Jesu Christi. Vater, ich bete auch für diejenigen, die heute Morgen unsicher sind, wo sie stehen mit Jesus, dass du ihre Herzen berührst, Vater, dass sie auch von ganzem Herzen sagen dürfen, ja Herr, ich glaube. Ja Herr, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du lebst. Ich glaube, dass du auferstanden bist. Ich preise dich dafür, Jesus Herr, dass du jetzt einfach ein tiefgreifendes Werk durch deinen Geist tust. Dass wir heute in dieser Auferstehungskraft leben dürfen und feiern dürfen, was du für uns getan hast am Kreuz. Wir preisen dich, wir beten dich an, wir feiern dich, das Lamm Gottes auf dem Thron, Jesus Messias, der auferstandene Herr, Jesus Christus. In deinem Namen beten wir.